Ja, grüß euch, liebe Leute. Jetzt bin ich gerade heimgekommen von der Hocken, bin ich froh, dass ich diesen verschissenen Lagerarbeitstag hinter mir habe. Ja. Mein Arbeitsmantel habe ich deswegen an, weil das Ganze ein bisschen authentischer wirkt, ja, und ausschaut, was ich jetzt verkünden werde. Ja. Aber bevor ich jetzt etwas sagen werde, beziehungsweise ich bin ein bisschen ausdrücklich, ich muss um 5 Uhr aufstehen in der Früh. Ja. Um 6 Uhr muss ich in der Hocken anfangen, bis um 3 Uhr, 4 Uhr hakeln. Ja. Ich bin erst 58 Jahre und das dreckige, hartverschissene Drangsädel, ja, und was andere arbeitsscheiche Dreckskel sitzen im Park mit 20, 30, 35 Jahren, die kann ich nicht erhalten mit meinen Sozialbetrieben steuern. Wurscht, Nebenkritik. Ich hoffentlich kriegen die bei der Wahl, bei der nächsten Wahl, bei der übernächsten Wahl immer wieder einen Schädel, dass eben das sogenannte nicht arbeitsscheue, sondern arbeitsfleißige österreichische Volk gewinnt. Wurscht! Wie auch immer. Ich brauche jetzt einmal meinen Schluck, ich bin ein bisschen ausdrücker. Ich weiß, das ist ein ganz, schaut aus wie von einem alten Schneebrunzer, das Bierglasl, aber ich habe nur so ein kleines Glasl, da ist das Dosen, ich habe schon ein paar vorgesoffen in einer, Entschuldige, früher ein Grillbüssel gefressen, aber mein am Ort war super, dann kriegt man, so geht's jetzt, Gessl. Wenn ich hake in einem Großlager, also beziehungsweise in einem riesigen metallverarbeitenden Betrieb, ja, in Meidling, ja, also, und ich hake in einem Großlager für 100.000 Produkte, Bestandteile, scheißegal. Ja. Und diese Bestandteile muss ich als Lagerist, als Lagerarbeiter aus große, riesige Megamaten hervorholen, aus Standregal, bla bla bla, zusammensammeln, auf riesige Wagen geben, auf große Wagen, die werden dann immer größer und die muss ich zu den Bandelweibern, zu die was am Fließband arbeiten, die Produktion verschaffen. Ja. Und da und in diesem Riesenbetrieb, wo es 100.000 Riesenhallen gibt, ja, wo diese Sachen dann, diese Metallbestandteile oder Eisentrimmer oder das ganze Scheißklumper verarbeitet wird, ja, kommen mir so nach der Frühstückspause circa um 9:30 vormittags, dann 10 so halbschwule oder vollschwule, ja, Werkmeister, eher mehr Ingenieure, Bachelor, Master, aber nicht jetzt in einem weißen Diplom-Ingenieursmantel oder Doktormantel, wie man dazu sagt, ja, oder mit einem blauen Meistermantel, weil der ist ein bisschen dann schrillblau als der da, ja. Nein, die kommen mit einem Sporttrikot, mit einem Trikot, oder wenn es ein bisschen kühler ist, mit einem Trainingsanzug, ja, oder mit einem Fahrradhelm, mit einem scheiß grün-rot gebrochenen Arschloch, da gehen sie durch und schauen also wie wenn es Hollywood-Stars waren und sofort erkannt werden wollen, ja, Beifallseiche links und rechts so die Bandelweiber, die was natürlich komplett bedient sind mit ihren Krediten, mit ihren zu vielen Kindern, mit zu wenig, weiß ich was, und mit Privatschulen müssen, schicken in ihre Geschoben und Privatkindergärten, weil die städtischen Kindergärten werden auf 99,99 war Migrationshintergrund, ist wurscht, das ist andere Kritik, ja. Und da gehen sie so durch, so elegant, ne, vielleicht der eine oder andere ist sogar noch das kleine Fahrrad dabei oder das Scheiß, was ist das für ein Scheiß, den Elektroller schieben, weil der geht halt da durch, dieser sportive Werkmeister, oder besser gesagt der Ingenieur, der Bachelor, Master geht da durch, also der, was dann später dann mit den Leuten was zeigen wird und wie man das Zetteln aufpickt und Zetteln weitergibt, ja, er geht durch, also wie er sich huldigen lassen will. Und nichts so freundlich, ja, es wird jetzt heute nicht umgebracht, aber morgen, oder besser gesagt, es wird jetzt heute nicht gekündigt, morgen kriegst du fristlos, egal, da geht es dann durch, ja, richtig Bruch, ich kann das jetzt gar nicht richtig nachmachen, so einen Schwulen gibt es gar nicht, Entschuldige, nichts gegen die Schwulen, ja, aber ich meine tuntenhaft, ich nehme zurück tuntenhaft, ja, so wie die Travestie unten, so gehen sie durch und das schauen sie dann links und rechts, auch durchs Lager, aber so, wenn ich mit meinem Wagen ja durchkomme, ja, mit meinem riesigen Wagenwagen, wo 100.000 Eisentrimmer drauf sind, ja, ich bin da gnadenlos, ja, wenn sie auch geschissen als Werkmeister, Ingenieur, Bachelor, Master oder was ist, so Techniker, sind so Techniker, ja, die haken nichts an die Maschine, sind jetzt Depper, die Werkmeister sind abhängig von den Einstellungen von den Maschinen, wurscht interessant, wenn da durch da fährt es so richtig brutal, direkt frontal denen entgegen, ich meine, sie hupfen dann rechtzeitig auf die Seiten wie ein Heuschreck, ja, beziehungsweise irgendwie so ein Grashüpfer, wie die Deutschen sagen, oder weiß nicht, irgendein
ein Springmaus, ja, wurscht wie, ja, der Schnupfen, und dann sage ich, Entschuldigung, tut mir leid, ich muss das dringend liefern, das ist ein Lieferweg und das ist nicht irgendwie ein Spazierweg. Ne? Sag ich Zürisch, weil ich am liebsten sagen, du bochene, dreckige Scheiß, Hurensau, da hast du heute die Goschen ein, unten auf der Meidlinger Hauptstraße, wir haben der Großbetrieb befindet sich in Meidling auf der Wienerbergstraße, wurscht, und heute die Goschen oder ein Stück weiter am Wagen und brunst die Pappen rein, dass das Blut ein bisschen, wie sagt man schnell, ein bisschen, nicht ganz so Kissen ausschaut wie Blut, sondern ein bisschen verwassert wird. Ja, also ganz einfach gesehen hat. Wurscht, danke fürs Zuhören. Das war jetzt die Abendansprache, die Abendandacht eines Lagerarbeiters mit 58 Jahren, ja, in einem Großbetrieb, in einem metallverarbeiteten Großbetrieb, der was sich auch Konzern schimpft, in Meidling arbeitet und jetzt eben ein bisschen, das Ganze loslassen wird. Also, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Danke, grüß euch, bis bald.